Talk It Like Louis D. Ja, amigo, ich würde sagen, es ist wieder Zeit. Einmal mehr. Arriba, ragazzi! Yeah. Auf beim Laufband, auf der Autobahn, beim Dünner verteilen. Aha. Wenn ihr irgendwo Ziggis klaut, wenn ihr Kaugummis unter einen Tischbank könnt, check it up, wir sind Amigo, wir sind drauf von SpongeBob. Bro, jede Woche ist schlimmer. Jede Woche wird schlimmer. Check this up. Aha. Yeah, Herzlich we here. willkommen. Bro, ich schwör, das macht immer am meisten Spaß. Welcome back! Ey, meine Damen und Herren, danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Danke vielmals. Es macht wie immer unglaublich Spaß, dass ihr da sind, dass du da bist. Immer wieder Freude. Ja, man, immer wieder Freude. Einen Podcast aufzunehmen. Ja, man. Mein Name ist Randy. Ich ergänze den bezaubernden Luz Palokai zu meiner Rechten. Thank you so much. Mal Applaus für uns beide. Ein Applaus für uns beide. Weil heute gibt es keinen Applaus für eine zweite Person. Absolut. Heute gibt es keinen Applaus für eine zweite Person. Heute regnet es Applaus lediglich für den jungen Mann zu meiner Rechten und für mich. Für den Randy, my boy. My boy. Lutsch. Ja. Alles klar, Bro, wie geht's? Ja, man, super im Fall. Januar ist immer so ein spezieller Monat für ein paar. Ich hätte gedacht, du Januarloch. Nein, bei ein paar geht es ab, bei ein paar haben den Januarloch. Aber bei mir geht es gerade richtig. Geil. Vor allem, weißt du, voll zu faken, wie geht's dir? Ich bin so schon 2 Stunden sind wir miteinander am Chillen. Einfach dezent, wie geht's? Gar nicht. Bro, wir sind gerade jetzt heute da rein. Wie geht's dir, Bro? Bro, mir geht's, Gott sei Dank, sehr, sehr gut. Die ganze Familie ist gesund, ich bin gesund. Sehr Alle schön, sind zufrieden und munter. Freut mich. Hast du einen Muskelkater? Bro, langsam ist Muskelkater durch. Das erwähnen wir nachher, wieso wir Muskelkater Ja, man, das kommt noch. Wir haben eine sportliche Aktivität miteinander gemacht. Ja, ich Nicht weiss, nur zu ich zweit, weiss, sondern Leute. auch mit anderen. Ich weiss, ich kann es nicht glauben, aber wirklich, wir haben einen halben Tag Sport gemacht. Zum Glück gibt es Videoaufnahmen von dem Ganzen. Genau, Unsere Frau würde uns das nicht glauben, dass wir sportlich Genau. unterwegs sind. Genau. Bro, Wieso sind wir heute allein unterwegs? Warum heute alleine unterwegs? Das ist die Frage Nummer 1. Ja. Warum liegt hier Stroh? Ich meine Kerze. Wieso eine Kerze? Wieso? Weil es ist Date Night. Es soll eine schöne Atmosphäre. Wir sind natürlich sehr empathische junge Männer, Ja, wo auch auf die Atmosphäre in gewissen Gesprächen und Situationen viel Wert drauf legen. Und haben gedacht, wenn wir schon das Format heute allein über die Bühne bringen, dann machen wir das auch mit einer Kerze. Weil Das ist so. wir möchten in Stimmung kommen. Und? So. Ja, ladies and gentlemen, it's Date Night. Ist das wirklich eine Kerze? And Luz. Oder ist es eine optische Illusion, oder was? Nein, normalerweise sind wir immer mit einem Gast da. Ja, voll. Haben wir irgendjemanden, der uns ergänzt, der uns ein paar Storys erzählt. Und wir haben gedacht, irgendwann. Weil einerseits mega viele Leute immer gesagt haben, wir sollen mal etwas allein machen. Ja, wir geben voll. das voll Mühe, weißt du, damit wir eine spannende Gäste da haben. Und Leute schreiben, machen allein einen Scheiß da. genau. Und wir gehen auf die Wünsche ein und machen mal etwas allein. Voll. Und wir haben so ein bisschen gedacht, so quasi Me-Time, anstatt mit Brainstorming vielleicht, weißt du? Brainstormen miteinander. Und so ein bisschen, wenn wir jetzt einmal allein sind, tun wir das mit Date Night titulieren. Ja, voll. Und das ist so quasi der Name vom Format in dem Sinn. Und eben wie gesagt, wir sind sehr romantische junge Männer, die Absolut. Kerzen anzünden in gewissen Wir- Situationen. Wir haben jetzt schon mittlerweile, was ist das, 10, 11 Folgen? Also kommt je nachdem, wenn 12 wir das Folgen. rausbringen, ich glaube, das kommt jetzt als 11. Folge, würde ich sagen, macht am meisten Sinn. So ein bisschen rund abschließen, haben wir jetzt 10 rausgebracht. Brutal. Also, nein, sorry. Für 10 Episoden. Für 10 Episoden. Also das heisst, ihr habt uns 10 Mal zugelassen. Genau. Das ist schon mal wunderbar. Und an dieser Stelle, ich habe gelernt,
in der Content-Creator-Szene. Absolut. Muss man immer wieder erwähnen, bitte folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube, wenn ihr jetzt gerade das auf Gebt Spotify, 5 auf Sterne Apple auf Music Spotify. hört. Gebt uns bitte eine Bewertung. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr hättet einen Input, um uns vorwärts zu bringen, einen Vorschlag für einen Gast, etwas Spannendes, Absolut. bitte fetzt es in die Kommentare. Und wir wollen uns auch bedanken bei allen Feedbacks, die wir momentan bekommen. Von allen Leuten, die uns aktuell auch zuhören. Wir sind immer überglücklich, wenn Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ich höre deinen Podcast. Am Anfang war es ein bisschen komisch, zu sagen, crazy, Mann. Ja, am Anfang ist schon. Vor allem du bist schon eher in den sozialen Medien, bist du schon noch gross unterwegs. Ja. Bei mir ist das jetzt so noch nicht so der Fall gewesen. Ja. Ich bin letztes Mal mit einem Kollegen von mir, Shoutout an Willis, in Vinti, wir am Essen, noch kommt einfach jemand. Hey Bro, geiler Podcast, Bro, bis ich gecheckt habe, wer das ist, Ja. dass das geht, ey. Ich habe mich fast geschämt, weißt du, im ersten Moment. Ich so, lol, aber... Ja, Aber, voll. aber, ich finde es geil. Ich finde es ganz geil. Ich finde es auch schön, dass weißt du, wir machen das ja nicht einfach so. Wir machen es schon ein bisschen auch zum Spaß. Aber schon auch mit einem Sinn dahinter und dass die Leute das auch los. Weil es ist auch, schlussendlich, weißt du, wenn Leute sagen, das ist ein Hobby. Ich habe mal gelernt von einem weisen Mann, ist mir mal gesagt worden, Männer mit zeitintensivsten Hobbys sind immer geheiratet. Das heisst, die müssen viel weggehen, weißt du, die brauchen viel Zeit für so viel. Weißt du, so Fischen, musst eine Woche auf Schweden und ja, so. voll, da kann ich sehr viel von denen. Voll, plötzlich so voll die Hobbys, die lang laufen. Weißt du, so voll lang geht und so. Das ist genau das sind wir Gleiche. schon so weit, man. Wir sind nicht mal 7 Monate verheiratet, jetzt 6 Monate. Dass wir schon solche Hobbys mit annehmen. Nein, Bro, es sind die wundervollsten 7 Monate in meinem Leben. Voll. Applaus für unsere Frauen. By the way, ich würde sagen, wir können an dieser Stelle noch kurz anteasern. Ja. Es wird Erfolg geben. Auf die freue ich mich extrem. Auf die freue ich mich auch extrem. Ich habe Angst, dass Flattern fliegen von links, von absolut. rechts. Aber wir tun das schon. Also nicht wir tun nicht zurück, aber wir. Ja, so dezent, weißt du. So. Vielleicht schüch mit der Decke anwehr, so dezent. Aber wird geile Folgen, denn wir machen die Folgen mit. Unsere Frauen. Ja, voll, Ladies and Gentlemen. Mit unseren Frauen so ein bisschen in dem Thema interkulturelle Beziehungen. Absolut. Weil wir ja sehr auf einem höheren Niveau das möchten handhaben. Nein, Aber es ist einfach so. Wieso mit unseren Frauen? Vielleicht wäre das interessant. Weil zu unserer Rechten, der Luz ist schon ein Albaner. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Für alle, die der Adler. Nein, der Luz und ich haben ja beide gemischt-rassige Genau. Beziehungen. Ja, voll. Nein, beides, wir sind 4 verschiedene ethnische Herkünfte, die wir hier haben. Latina und Albaner, Balkanerin, Kroatin und Schweizer. Schweizer. Hast du schon vergessen? Hast du selber vergessen? So viel Mal mit Leuten gesagt, dass du kein Schweizer bist. Hast du selber vergessen? Nein, ich habe gewusst, wenn ich das jetzt sage, dann fängst du sich an lachen. Jetzt weißt du irgendetwas. Nein. Aber und das wird mega interessant, finde ich. Das wird wirklich interessant und ich denke, es ist auch ein modernes Thema, weißt, Ja, wo viele Leute absolut. immer wieder auf das Thema antreffen und darauf stoßen. Darum, ich denke, es können viele Leute etwas mitnehmen. Ja, voll, absolut. Vielleicht reden wir voll viel Müll und niemand kann etwas mitnehmen. Genau. Aber vielleicht auch nur für die eine Beziehung führen oder verheiratet sind, können vielleicht Sachen erleben, die nicht so richtig laufen. Oder wie es in so einer, nach einer Hochzeit so läuft Ja. bei uns. Aber fangen wir mal an erzählen. Ja, voll, das ist jetzt eigentlich. Neue Ideen, was wollen wir da machen in der nächsten Zeit? Wir haben so schon 10 Folgen schon draussen, was ich brutal finde. Und auch, dass wir wirklich das auch einhalten. Jede Woche Ja. veröffentlichen wir. Ein oder zweimal sind wir vielleicht 5 Minuten Sport gewesen, wenn wir ehrlich sind. Ja, voll. Aber ich muss ehrlich sagen, mir schon am Anfang, ich habe schon gewusst, dass das mega viel Zeit in Anspruch nehmen Ja, wird. voll. Und das ist dein Kopf mehr gesehen als normalerweise. Ja, das habe ich eigentlich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist hure zeitintensiv, Bro. Ja, es Es ist hure zeitintensiv. auch mit den Leuten, weißt du, Ja. weißt, du musst immer schreiben. Schauen, Vor allem, weißt du, am Anfang, wir denken easy, schau, wir sagen immer Mittwochnachmittag, easy, weißt du, dann machen wir eine Episode. Ja, voll. Aber du musst mit den anderen Leuten koordinieren und so. Schon noch und dann Leute auf Luzern holen. Viele sind in Zürich, die haben meine Seite eher Ostschweiz, bei dir irgendwo, keine Ahnung, Ja, voll. überall auf der Welt. Darum ist schon noch anspruchsruhsvoll. Das ist so. Aber wir appreciated, wenn Leute das appreciated. Das wollen wir Absolut. machen. Weißt du, was ich so geil würde finden, wenn wir Leute rufen, die zum Beispiel recht stark zwei verschiedene Meinungen haben.
wie so ein konfliktmäßig. Ja, voll. Oh, der wäre nice, ja. Ich habe das mal gesehen mit einem Gläubigen und mit einem Atheist. Ja, voll. Eben So- genau. sowas, ja, das das wäre zum Beispiel habe ich auch ja. mal gesehen. Das wäre zum in Beispiel Deutschland, nice, ich ja. weiß nicht mehr bei wem. Aber das wäre sehr interessant. Und dann mal ihre Sicht zu hören. Ja, aber es miteinander, du musst eine Meinung von anderen Leuten akzeptieren, weißt du, wie das dann, wie sie das so machen. Voll, genau. Da ist etwas, wo ja, mit dem Brainstorming-Moment, wo wir jetzt gerade so Ja, haben, genau, wo nice genau. ist, weil ich mir auch schon überlegt habe. Wir haben am Anfang ja gesagt, wir würden gerne den Weg zum Erfolg aufzeigen. Wir würden gerne, bei sozialen Medien sieht man nur den Erfolg schlussendlich, wie es am Schluss aussieht, nicht wie man dort ankommt. Wir würden gerne den Weg dort an, haben wir ja gesagt, wenn wir zeigen. Aber es ist eben nicht nur das, weil es sind nicht nur Erfolgsstories, die interessant sind, auch sonstige Lebensstories von Menschen, Ja, die voll. spannend sind. À la, ich habe es davor gesagt, der Deutsche da, der Leroy. Ja, voll. Ich finde, er macht das ist mega mega- nice. mega Er gut, macht das sehr auf qualitativ hochwertigem Niveau. Macht Spaß im Zuhören. Er hat immer wieder nice Gäste und nice Themen, tolle Stories. Super. Und so Sachen könnte man in Zukunft auch ein bisschen mehr vorstellen. Dass man Genau. nicht nur Erfolg. Stell dir mal vor, wir tun nicht nur da, sondern wir gehen auf die Straße und die Leute auch so interviewen. Oder nein, du hast mal eine geile Idee gehabt. Stell dir vor, wir gehen und sagen einfach einem Busfahrer, dich in den Podcast einladen. Also, die Grundidee, die wir mal hatten, ist mal, dass wir wie so ein Format machen, wie wir jetzt hier Date Night. Oder mal schauen, wie man das dann taufen, Bro Night oder Date Night oder so. Haben wir mal gesagt, es wäre so nice, wenn wir dann wie ein Format würden machen, Ja, voll. Back to Reality. In dem Sinn mäßig. voll, das So wär quasi, nice. weißt, Leute kommen da mit Stars und die Stars und wir haben ja auch die ein oder andere bekanntere Persönlichkeit schon gehabt. Genau. Aber dass man dann würde sagen, wir holen den Busfahrer, wir holen jemanden, der in einem Mac schafft, wir holen jemanden, voll. der am Bahnhof Billetkontrolleur ist oder so. Oder am Bahnhof im Zug, Billetkontrolleur, weißt du, so Ja, Sachen. ja. Ticketkontrolleur. Stell dir vor, der weißt du, Ja, ist das weißt hat du, schon ist viele Liebesszene. Ja. Darum, so Mit so Sachen. einer Jugendlichen. So Sachen wäre sicher auch spannend, wenn wir das mal bringen würden. Aber da lassen wir so auf euch zukommen, auf uns zukommen. Vielleicht auch mal das Feedback geben, wie ihr so Sachen würdet finden, wenn wir so Sachen würden machen. Wäre auch Ja, nice. safe, so Sachen würden wir mega schätzen, weil die meisten Leute, die uns ja Feedback geben, die geben uns Feedback via WhatsApp, jetzt sind Kollegen Ja, von uns genau, oder via genau. schreiben uns. Wäre nice, würde ihr einen Kommentar machen. Weißt du, so dann. Weil ich bin die ganze Zeit eigentlich bin ja ich der das Insta von uns verwaltet und TikTok und so. Genau. Vor allem, ich finde es witzig, wenn Leute uns schreiben und meinen, ich bin du, Ah, dann denke ich, ja, soll ich jetzt einfach so tun, ich bin der Los, oder? Weißt du, dann ist Bro, voll geil, ich schreibe einfach, hey, merci, Bro. Weißt du? Denke ich aber immer wieder nice, wenn wir das so anbringen. Bro, was hast du so für Learnings gemacht in den ersten 10, 15 Episoden, die wir jetzt schon aufgenommen haben? Ich habe im Fall wirklich, also ich habe es sehr, sehr interessant gefunden. Vor allem ist bei jedem so ein bisschen das Mindset, wo jeder so erzählt hat, ist so das Dranbleiben, das Kämpfen. Ja, konstant bleiben. Ja, was mich jetzt selber als Person auch immer widerspiegelt hat, da ich meine Karriere so aufgebaut habe in der Fotografie und Videografie, dass ich dran geblieben bin einfach. Ja. Weil ich auch nicht studiert habe und so in dieser Richtung. Und das ist wirklich so ein Erfolgsrezept, dass man, egal was man macht, einfach immer muss dranbleiben und Ja. am Schluss wird irgendein das Ergebnis kommen. Wenn du wieder- Weißt du, schlussendlich, ich finde es einmal spannend, wenn Leute so gesagt haben, du musst einfach anfangen. Und das sagen immer alle bis jetzt das Gleiche gesagt. Also ein bisschen anders verpackt Ja, oder voll. noch nebenbei noch andere Nebengeräusche oder so, noch Genau. andere Interpretationsvarianten, die es halt Ja, gehabt haben. voll. Aber der Grundsatz bei allen ist einfach immer gewesen, du musst einfach dranbleiben. Ja, voll. Amigo, Einfach bleib dranbleiben. einfach dran. Egal was kommt. Ja, es kann sein, dass im Moment nicht so gut läuft. Aber Ja, wenn es noch nicht gut läuft, dann bist du noch nicht am Ende. Weißt du, Ja, du musst das halt ist so. weiter durchziehen. Das ist so. Das ist noch nicht das Ende. Nein, ich habe so eben. Und jeder hat so weißt du, die verschiedenen Geschichten, die sie uns erzählt haben. Ja. Und mich hat das immer mega gepackt, auch motiviert, weißt, inspiriert, egal aus welcher Sicht sie das erzählt haben. Weil wir haben Leute gehabt, egal was für Erfolg sie hatten im Leben, ist mega immer spannend gewesen und ich konnte viel immer mitnehmen. Ja. Aber das Größte ist das gewesen, dass dranbleiben, dass egal was auf dich zukommt, denk nicht aufs Aufgeben, sondern mach einfach weiter. Ja, Und safe. irgendwann Safe. wird sich das lohnen. Ja. Und vor allem, was halt auch
was ich immer das Gefühl habe, dass du merkst bei Leuten, die passioniert sind, die kannst du gar nicht in die Knie zwingen in dem Ja, Sinn. voll, Weißt, wenn die das voll. mit der eigenen Passion machen, mit dem, was sie gerne machen, Genau. Amigo, was willst du denen oder auch dir, oder weißt, Ja, wenn voll. jemand wirklich das macht, was er gerne macht, dann kannst du den gar nicht in die Knie zwingen in dem Sinn. Ja, Find das etwas, ist so. was du gerne machst, das ist ja der Approach von voll vielen. Ja, voll. Find etwas, was du gerne machst und dann bleib einfach dran, so in dem Sinn. Ja, voll. Identifizier Weißt dich du? mit dem auch. Ja, absolut, ja, absolut, ja. Und wenn du dich mit dem identifizierst, dann kann dich gar nicht aufhalten, weißt das ist ich habe am Anfang, ich habe das gar nicht gecheckt, bis mir das jemand gesagt hat, so, du siehst zum Beispiel ich mich selber, ich sehe mich selber, ich habe das früher gar nicht ausgesprochen, ich bin Fotograf oder Videograf, ich habe das so blöd gefunden. Gar nicht ernst nehmen. Ja, weil ich das nie so auch gelernt habe, weil ich als Logistiker gearbeitet habe. Und nachher, aber jetzt nachher immer gesagt, ich bin Fotograf, ich habe mich mit dem identifiziert, so die Kappe angelegt und so die Sachen gemacht. Also wenn du die Kappe anlegst, bist du Fotograf, ja, oder dann bin ich was? Videograf. Der keine Fotograf gegen Ja, voll Videograf. Und, aber wenn man sich mit dem identifiziert, kann dich nicht aufhalten. Ja, safe. Weißt du, Schäm dich nicht für das, was du gerne genau, machst. absolut. Weißt du, es sind ja oftmals auch, wenn ich zum Beispiel an Lads denke, Ja, oder an Cover, weißt du, Ja, wo man voll. gesagt hat, ja, weißt du, mein Vater ist voll dagegen gewesen und voll ja Beef mit dem genau, Vater. genau. Die haben das so fest wollen, dass sie sogar eine temporäre Negativphase mit dem Vater, so, weißt du, Ja, eine schwierige voll. Phase so in Kauf genommen haben, weil sie gewusst haben, ich will das machen. Genau, Aber wenn die Leute ein anderes Mindset haben, manchmal Leute haben nicht immer den gleichen Film wie du. ja, voll. Habe ich sehr interessant gefunden. Weißt du, eben so die Familienszenen haben auch sehr viel erzählt. Ja, voll. Eigentlich bei Das- allen. ja, Aber voll. ja, das ist eigentlich überall bei Ja, allen. die Mama Manuela ja auch, wo Absolut, sie, ja, ja. erzählt hat, dass sie die Familie auch dagegen war. Aber es viele haben gesagt, wenn jemand wissen, was der andere zum Beispiel gegenüber eben die Familie, was du für richtig hältst, weißt, was Ja, du ja. gerne machst, das weiß gar niemand, das weißt nur Ja, du ja. selber. Darum musst du zuerst das machen, dass du glücklich bist, dann kannst du andere glücklich machen. Ja, ja. Und dem musst du auch Ja, dass du dich selber Linie wohlfühlst durchziehen. und dass Ja. du dich selber wohlfühlst, dass du glücklich bist. Ich habe mal von einem gehört, von so einem, ich weiß nicht, ob du kennst, Mark Cuban, der hat mal, Ja. so ein Milliardär von den Staaten, der hat mal Dallas Mavericks gehört. Er hat mal gesagt, schau, wenn Leute mal sagen, du musst voll früh schon anfangen zu investieren, weißt, Geld irgendwo investieren und so. Also du am Anfang, in den ersten 25, 28 Jahren, in dich selber investieren, dass du dich wohlfühlst und selbstbewusst kannst sein. Und nachher, wenn du das bist, kannst du rausgehen in die Welt und Ja, voll. angreifen und versuchen übernehmen. Weißt du, was ich meine? So, dass wenn du dich nicht confident fühlst, wenn du dich selber nicht selbstbewusst fühlst, dann ist es schwierig, das Selbstbewusstsein Ja, genau. anderen so überzugehen, also zu übergehen oder zu übertragen und dann weiss machen, dass du wirklich an dich selber glaubst. So in dem voll, das ist so. aber wenn ich für mich das grösste Learning für mich in der ersten, was haben wir jetzt vielleicht etwa 13 Episoden aufgenommen, 10 haben wir rausgebracht. Ja, voll. Für mich das Beste, was ich halt bis einfach gelernt habe, wir dürfen nicht mehr mit den Leuten reden vor dem Podcast. Ja, voll, das ist Weil auch es ist so. jedes Mal, Ja. bevor das Mikrofon angeht, haben wir eigentlich schon ein besser, nein, das nicht, aber es ist viel geiles Material, das du auch reinnehmen kannst. Ja, Weil genau. du halt Leute triffst, die du lange nicht mehr gesehen hast, die du gerne hast, die du interessant voll. findest, wo irgendwas ist. Darum, Aber wir jedes sind auch Mal so denke ich, wir müssen... wir sind aber so auch kommunikativ, weißt du, so mit den Leuten, weißt du. Ja, Also ja. ich kann das nicht jetzt einfach. Hoi. Ja, safe, Weißt du, ich safe, meine, so. safe. Das ist urcool. Aber nein, du hast schon recht. Ich denke mal, das jedes Mal, Bro. Jedes Jedes Mal. Voll, immer das Gleiche. Immer Was das hast Gleiche. Boah, das habe ich dich schon mal fragen, ich habe es vergessen, dich fragen. Was hast du bis jetzt lieber gehabt, oder was hast du spannender gefunden, mit Leuten eine Episode aufnehmen, die du selber schon kennt hast, oder die du selber nicht kennt hast? Schon. Weißt, von denen habe ich die Geschichte eigentlich schon absolut. Nein, wohl jetzt mit den Leuten, die ich jetzt schon kennt habe, habe ich gewusst, wo ich mit was für Fragen ich sie ein bisschen Rauszeugeln. rauszeugeln. Aber ich habe aus denen gleich so Sachen rausgehört, die ich noch nie gehört habe. Zum Beispiel Ja. mit dem Letzten habe ich in letzter Zeit sehr viel zu tun. Ja. Und ich habe zum Beispiel das auch nie gewusst. Weißt du, der hat das nie erzählt mit der Familie und Ja, ja. nachher dort bei dem Berg und so weiter. Und sonst auch allgemein. Und ja. Mir selber ist halt, es ist halt, wenn du mit jemandem sitzt, wo du gern hast, macht es schon mal von Anfang an mehr Spaß. Genau, Also, weißt du, das dann ist so. weißt du schon mal, Das schau, ist ich so. freue mich drauf mit der Person, ich habe die gern, weißt du, ich freue mich mit dem reden. Oder mit der reden. Aber
es ist wirklich auch nice gewesen mit Leuten, die du nicht kennst. Ja, weil das halt schon. interessant, Das weißt du, neue Einblick, neue Leute kennenlernen. Und schlussendlich, wenn du eine Stunde anhockst mit jemandem, du kennst die Person, Ja, dann ist es nicht mehr ein Nobody für dich. Dann Ja, voll. ist jetzt nicht viel, aber Erzähl dir schlussendlich. die Lebensgeschichte. Ja, weißt du, wenn redest du mit einer Person 1 Stunde lang, so, das machst du nicht so viel. Das ist es so. Voll, ja. Darum, das ist doch ein bisschen mein Resümee und plus, was ich noch witzig finde. Weißt du, wir überlegen ja uns immer, was könnte gut ankommen im Sinne von, Ja, wir genau. wollen Gäste holen, die etwas zu erzählen haben, die interessante Geschichten haben, die erfolgreich sind. Bis jetzt ist ja so ein bisschen unser voll. Mantra gewesen. Und dann, was sind die Reels und die Sachen, die meiste Aufmerksamkeit bekommen, Das ist auch so- Szene. einfach so die grössten Müllsachen. Weißt Ja, du, wirklich. wir geben uns voll Mühe, wir da voll am Machen, am Tun, am Überlegen und noch einfach so das Casino vom Arber, die geile Karte Ja, vom voll. Dennis, wie er Vertrags verloren hat, der Dennis. Nein, Dann denke ich auch so. Wir geben uns voll Mühe und einfach so der Müll-Content eigentlich ist. Absolut. Das ist, ich finde das auch, weißt du? Aber Leute haben gerne Müll, Alter. Ja. Was sollst du machen? Einfach Stories, die haben einfach gerne, dass sie Geschichte hören, die lustig ist, etwas passiert ist und dann das können weiterschicken. Bro, die Welt, die ist. Was ist das Traurige? Schlussendlich, wir machen dir ja am meisten Spaß. Weißt du, Ja. am meisten Spaß, wenn du es siehst, finde ich auch witzig. Aber so. Aber verwünschst du dich nicht selber auch nicht? Weißt du, ich verwünsche mich manchmal selber, wenn ich so auf TikTok schaue, und nachher sehe ich so, dann bleibe ich da dran und dann denke ich so, was hat mich jetzt das weitergebracht? Die 15 Sekunden. Ja, gut, weißt du, was ich meine? sowieso. Und Für mich dann- ist ein Reel zum Beispiel wirklich gut, wenn du allein im Zug bist oder wenn du irgendwo bist Ja. und du schaust an und du musst wirklich so, nur schon auch Mullwinkel, ins Mullwinkel lachen, dann weißt du, okay, den kannst du weiterschicken. Weißt du, der ist funny, den kannst du weiterschicken. Voll. Nein, es ist momentan eben mit, wenn wir so Sachen veröffentlichen, wo so eben so dumme Sachen sind oder so dumme Geschichten, lustige Geschichten und dass die manchmal besser ankommen als Sachen nachher, wo wir mit Mindset, Erfolgsgeschichten, wo die Leute ihre Geschichte selber erzählen, dass die nachher so weniger Likes haben oder Views haben, finde ich schon schade, weißt? Weil das bringt eigentlich die Leute, wenn sie das würden sehen, was die Leute können erreichen können, wo früher die Leute früher gewesen sind, weißt du, zum Ja, Beispiel, eben die, was sie gelernt Ja, ja, haben, Gips safe. Ja, ja, und so, safe, wo sie es safe. erzählt haben. Absolut, und dann absolut. Jetzt, Bin ich voll Ja. bei dir. äh, Aber ich finde, irgendwo durch, das macht auch unser Format so aus, dass wir eine Mischung haben, in meinen Augen, weißt du, dass wir beide das so ein bisschen versuchen, voll, auf eine voll. angenehme, lustige Art zu das machen. ist so. Und ist auch verständlich. Weißt du, irgendwo so lustige Sachen und so. Es sind ja auch so Unfallvideos und so, wie Leute umgehen und sich weh machen. Die sind auch Ja, voll. Milliarden Klicks. Weißt du, so. Schlussendlich macht ja auch Sinn. Ist halt einfach nur, weil wir eigentlich genau nicht möchten, Ja. wenn wir jetzt nur würden das rausnehmen, weißt du, die lustigen Ja, Stories, ja. dann glaube ich, wir wären schon ein bisschen grösser. Ja, ja, Weißt du, wir das wären, ist so, wir absolut. wären safe grösser, aber wir geben ja Absolut. uns Mühe, dass man uns nicht nur mit dem identifiziert. Weißt du, dass wir Wir können auch. auch nur dumme Sachen erzählen. Ganz Ja, voll. Auch jetzt, weißt du, wir sind ja nicht nur am K. ja, voll. Gut, die Leute denken vielleicht, wir sind jetzt am Müll, aber wir haben eine Kerze. Weißt du, das Gefühl, was für Müll? Welcher Müll-Content hat eine Kerze, Mann? wer hat schon eine Kerze auf dem Tisch? Und trinkt Wasser. Cheers. Ja, nein, das ist so. Ja, safe, Bro. Ich weiß gar nicht, ob alle Leute, Ja. ob das jetzt wichtig ist, aber Nein, das ist schon wichtig, weil viele verstehen es falsch. ob wir uns so sollen vorstellen, mal so ein bisschen, Ja, oder voll. haben wir das beim Intro eigentlich gemacht? gehabt? Weiß gar nicht. Ich tue jetzt da so ein bisschen vorgreifen, weil ich habe ja heute gepostet. Ich gehabt. denke, du willst wegen dem Namen sagen. Voll machen wir zuerst das. Ja, wir haben eigentlich, bis jetzt und gestartet haben wir ja mit Luzdi. Wir haben uns überlegt, weil die meisten einfach das da sehen, unser Logo, die uns gerade in visueller Form zuschauen. Target Like Luzdi ist so ein bisschen unser Slogan mit diesen 2 Punkten wegen 2 Personen. Haha. Wir haben uns mega viel Gedanken gemacht am Anfang, wie wir uns nennen sollen, unseren Podcast. voll. Dann haben wir gedacht, Luz und Randy. Randy hat 5 Buchstaben, Luz und DY und Luz D. Dann haben die plötzlich angefangen zu meinen, ich bin die Mitarbeiter. Leute haben gemeint, ich bin der Mitarbeiter vom Luz. Das bin, nur die 3, das ist nicht, das stimmt gar nicht. Bin ich Wir nicht? sind beide 50-50 und beide gehört den Podcast. Das ist gar nicht mit, nur weil jetzt mein Name einfach vorne dran steht. ja, wir hätten auch die Luz können nennen. Genau, die Oder wenn es Luz. so nice, Delusional oder so, Delusion. Alter, der wäre eigentlich nice. gewesen. Ja, voll. Schade. So viel Gedanken gemacht, haben wir nicht gecheckt, das ist jetzt egal. Ja, und dann haben wir irgendwann gedacht, wir taufen den um.
Genau. Wie will man umtaufen? Talk like Lucy. Weißt du, einfach der Slogan, wo ich irgendwann mal einfach so gesagt habe, Bro, wir brauchen etwas, was im Hintergrund steht. Ja, und jetzt tun wir dann so umtaufen. Jetzt darf man rum. Ich würde sagen, wenn wir die Episode rausgebracht haben, dann machen wir es official. Tun wir das mit einem Applaus untermalen. Ladies and gentlemen, talk it like Lucy. Talk it like Lucy, Ja, the new name. Brudi Lucy. Listen now. Alle, die jetzt am Losen sind. Jetzt muss der Beat kommen. Wir sind da, zwei, die Podcast machen. Talk it like Lucy heisst es. Der Podcast. Was heißt es? Aha. Yeah. Das Lebensmotto ist Olivenöl. Olivenöl. Alles ist besser mit Olivenöl. Olivenöl. Brüner werden mit Olivenöl. 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 Ich sag euch, talk like Lucy. Es ist Zeit für die. Yes, baby. Du weißt nicht mehr. Es ist einfach fertig. Du bist nicht mehr. Yeah. Nächstes Jahr. Yeah. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr Open Air machen wir ganz Frauenfeld viel Lied. Hauptbühne. Rap City Hauptbühne. Yes, baby. Ein bisschen zeigen, dass wir rappen können. Nice, Ein gefällt bisschen mir. Taufe, das ist eine Taufe. Ja, der mal schnell tauft. Ja, voll. Schnell den Taufe bringen mit Wasser und so, der ist plötzlich da. Nein, der ist, ab dem Moment, wo das raus ist, heisst man nicht mehr Lose D Podcast, sondern Talk It Like Lose D. Mal schauen, ob wir da auf Insta und so auch anpassen, aber das spielt ja nicht so eine große Rolle. Aber genau, erzähl mir mal, wer wir überhaupt sind. Das ist auch noch wichtig, schnell 2-3 Minuten oder 4-5 Minuten. Dass die Leute auch lieber uns auch können. Also meinst du den Podcast oder uns zwei? Uns zwei. Aha. Uns zwei. Erzähl Randy, wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin der Randy, ich bin 28. Ich bin ursprünglich von Frauenfeld, wohne mittlerweile in der Zentralschweiz. Wepa! Yes, sir. Ich bin in der Finanzbranche tätig. Wepa! Darum bin ich angezogen. Mich sieht man entweder nur in Trainerhose oder im Anzug. Ja, voll. Alles dazwischen. Gibt keine Bilder von mir. Immer wenn ich mit dem Anzug da bin, dann bin ich direkt vom Arbeiten gekommen, in dem Sinn eigentlich. Ja. Oder vom sonstigen Event oder so. Ja, ich bin in der Finanzbranche tätig, auf einer Bank. Aus arbeitsrechtlichen Gründen oder aus Arbeitsvertragsgründen tue ich da jetzt meinen Arbeitgeber so nicht nennen. Aber man kann ja LinkedIn und so überall. Das soll ich sagen, aber nur, dass wir da nicht zielkongruent da ein bisschen unterwegs sind, würde ich meinen. Ja, und was natürlich an erster Stelle steht, ich bin das DY von Luzdi. Yeah, ladies and gentlemen. Ein junger Mann, der gerne Basketball und Fußball schaut. Darf ich dich beschreiben? Für alle Leute, weißt du? So. Oh, wild. Look, Randy ist so ein Typ, egal wo du kannst ihn irgendwo einfach reinrühren, ob das alles Chinesen sind oder ob das alles, weiß auch nicht was, Russen sind. Oder einfach, egal was für mich, wo er gar nicht könnt, der wird klarkommen mit denen. Und der wird nach etwa halb Stunde, ja, so eine halbe Stunde mit denen so sein, also umarmt und am Saufen und ihre Lieder am Singen. Ist egal, das ist der Randy. Er kommt überall klar und ich kann richtig geil Party machen. Ja, nicht. Ja, Bro, ich gebe mir Mühe, ja. Weißt du, was einfach ein egal wo ich bin, Leute meinen, ich bin der Landsmann von denen. Ja, ich bin immer in Boston, Leute kommen zu mir, Jazz, Boland, steh immer Brette. Ich bin irgendwo tun, Alter, irgendwo bei euch tun, Kuye, Vla, ich plötzlich, Bro, wieso? Noch etwas, wenn ein Lied kommt, ich habe dich noch nie so gesehen, emotional wirken wie wo ein Schwanz so weiß wie Schnee. Letztes Mal beim David Diay. Boah! Der ist nice gewesen, aber sag bitte, der ist wirklich nice gewesen, der ist stark. Aber Bro, vom F. Ross, es tut mir so leid. Ja, Amigo, das ist für mich. Das ist geil. Das hat mein Herz berührt. Ja. Das hat meinen Brustkorb geöffnet, mein Herz rausgenommen, ich vom Tablar, so Leute Ich abzeigen. schwöre, ja. Der ist stark, der ist wirklich stark. Und wenn er singt richtig, es tut nicht gut, ist egal. Aber er singt richtig, es kommt fast raus, weißt du, ich meine, das, was er da... Ich bin wirklich ein emotionaler Sänger, das kann man schon so Und da mitteilen. sind ja andere... Ja, und du liebst auch singen eigentlich. Du hast mal einen nice Satz gesagt über die über Kroaten, Serben, Bosner. Ja, voll. Wie hast du die beschrieben? Was ist das für ein Volk?
ein Volk, wo einfach jedes Lied nachher singt. Und jeder Serb, Kroat, Bosnier kann einfach alle Lieder auswendig. Alle Lieder. Die können alle Lieder. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das früher noch nicht so fest können. Ja. Und seit ich, das ist jetzt auch schon ein Moment her, ich bin jetzt auch schon seit 7 Jahren mit meinem Fräulein unterwegs, oder mit meiner Frau, nicht mehr Fräulein, unterwegs. Das habe ich wirklich von ihr abgeschaut. Das finde ich wirklich eine nice Eigenschaft, wenn das Leute Was ist dein Lieblingslied von ihnen? Von ihnen? Ich würde sagen, aktuell gerade Rosmarin. Wie geht das? Idite, od mene idite. Na 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 na. Ni Rosmarin. Der finde ich nice. Das sind so und das. Das ist so, aber ich habe eigentlich ja angefangen mit den alten Liedern. Weißt du, um die Sprache lernen. Weißt du, so, weißt du, so Rapper und so, die sprechen es nicht schön aus, die haben keine. Die haben keine. Deutschrap ist ja auch so, weißt du. Kannst nicht schlecht jetzt, hä? Ja, ich kann nicht schlecht Serbokroatisch. Ja. Also schau, wenn du Leute beleidigen kannst, dann kannst du ziemlich alles. So, in der slawischen Sprache, viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Ich würde sagen, mein Lieblingslied von den Älteren, oder meine Lieblingskünstler sind Mile Kitic und Shaban Šaulić, aber ich sage da wahrscheinlich nicht so. Willst du das erzählen, wo der Pfarrer wo er ein bisschen angetrunken, das können wir schneiden, wo er angetrunken war. Ja. Und dann, was hat er einfach für ein Witzchen gemacht? Bei dir? Ja, wir in der Kirche. Weißt du, ich frage dich so. Hey, willst du nicht erzählen? Erzähl mal, weil du sagst ja, du verstehst ja die Sprache nicht schlecht. Ja. Du hast ja in Kroatien geheiratet Ja. und dann einen kroatischen Pfarrer gehabt, oder? Ja. Das ist auch eine lustige Story. Was hat er jetzt erzählt? Bro, wir vorne beim Altar. Du musst überlegen, wir dort mindestens 2-3 Tage vor mit dem getroffen. Und alles, was er sagen sollte, Genau. weißt du, sein ganzer Text, der liest das ja ab, oder? Steht da vorne mit der Bibel am Stehen und liest das ab und so. Ja. Ey, und mit alles, was er lesen soll, für meine Familie, die halt nicht serbokroatisch Intus hat, wo das so nicht könnt, haben wir gesagt, wir übersetzen alles. Weißt du, und haben das schön auf Büchli, alles gemacht, meine Frau alles so am Abtippen, ich mit ihr dort zusammen, alles 2-3 Tage vorher, weil der hat das nicht so, weißt du, wie in der Schweiz, bürokratisch ein paar Wochen vorgeschickt, sondern er hat das wie vorgelesen und gezeigt. So. Also. Ey, und nachher mit dort. Er liest original 2 Sätze, 2 Linien. Nicht einmal 2 Sätze, 2 Linien. Liest er vor und nachher sagt er, ja, ich sage jetzt etwas aus meiner Seele, von mir selber für euch. Ey, und nachher ich schaue so meine Frau an. Oder damals noch nicht meine Frau. Ich schaue sie an und ich denke so, ey, Amigo, was macht der? Vielleicht sagt er das jetzt einfach so schnell, weißt du? Ey, und nachher auf dem Hochzeitsvideo siehst er am Freestylen, weißt du? Ja, und du voll. siehst, ey, ich habe fast angefangen zu brüllen, als ich das sehe. Ich sehe meine Mutter so am Lesen, weißt du? So, sie am Lesen, so quasi, sie so. Er steht so, weißt du, und weißt, noch so, kommt so. Sagt irgendwelche so biblische Teile und er sagt so irgendetwas und meine Mutter am Lesen und so mit den Brüllen dort alles am Gehen und er einfach irgendetwas und ich einfach so, Amigo, Mann. Amigo, mir dort am Stehen und ich schaue meine Frau an. Nachher kommt er so zu mir, sagt, du musst da etwas vorlesen, weißt du? Und nachher ich schaue das an und ich lese es vor und mir gesagt, ich mache es auf Deutsch, ich lese das auf Deutsch von meiner Frau auf Kroatisch. Und nachher mir dort und ich lese das vor und nachher sagt er so, ja, und das letzte Wort musst du auch noch sagen. Nachher ich so, ich habe es gesagt. Nachher meine Frau so, ja, Rico, so, ja, er hat es gesagt. Und nachher so, nein, weißt du, musst ein bisschen Witze machen, weißt du, wir sind ja nicht auf einer Beerdigung. Sagt er einfach so laut dort. Und dann du hörst alle Kroaten und Serben und Bosser, die bei so der Hochzeit sind, am Lachen, weißt du, wegen dem Witz. Und einfach meine Leute einfach so dort am Sitzen. Nein, Mann. Und ich so, Alter, Mann, das kannst du nicht machen, Mann. Mach das nicht, weißt du, voll der emotionale Moment. Und einfach so, ich so, Amigo, Mann. voll, weißt du? Voll, es ist 45 Minuten gegangen und er hat eigentlich nur 20 Minuten gemacht. Wenigstens hat er Fullspeed. Wo du das erzählt hast, ich habe mich kaputt gelacht. Obwohl du es ja auch nicht checkt, weißt du? Also, nein, Und ich habe zuerst gemeint, ich verstehe ihn nicht richtig. Ja. Weißt du, weil er hat zum Beispiel einmal gesagt, ich muss nicht Drogen nehmen, um zu wissen, wie es ist, zum verliebt sein in dem Sinne, irgend sowas. Und ich schaue ihn so und ich habe das sicher falsch verstanden, weißt du? So, ich schaue meine Frau an, ihr seht an, wenn sie irgendetwas im Gesicht, du merkst so. Ja, voll. Ey, und nachher ich so, okay, so. Und nachher ich komme raus, nachher sagen mir das Leute, ich so, lol, Alter, ich habe so richtig verstanden. Ich so, shit, man. Der ist Bugs Legende gewesen, man. Geil, so geil. Aber es war geil gewesen. Es war ein geiles Event gewesen. Ein guter Start. Ein bisschen abgeschweift, aber... Max brutal abgeschweift, man. Voll vergessen. Ich habe mich vorher vorgestellt, ja. Ah ja, voll. Dann voll. ich würde den Ball zu dir werfen. Wer bist du, was machst du, Luz? Ich bin der Luz Balonkai.
bin mittlerweile 30. Shit, das ist krass. Früher, wo ich so 30-Jährige... Ich meine, die sind voll erwachsen. Die sind erwachsen. Jetzt immer noch Böcke, man. Und ich immer noch Kind, man, wie das Kind. Aber ich bin verheiratet. Dann bin ich es der. Abgehakt. Und da bin ich Frau fürs Leben. Boah, ich auch. Ja, sicher. Den habe ich müssen glauben. Was ich auch wollte sagen, ja, ich bin Fotograf, Videograf, bin selbstständig. Mittlerweile jetzt 1,5 Jahre. Loop Studios heisst meine Firma. Ja, ich tue eigentlich schon seit 10 Jahren, 8, 9 Jahren fotografieren, 4, 5 Jahre Videos. Habe das nicht erklärt. Ich bin früher Logistiker gelehrt und dann lange Zeit bei einer Firma gewesen. Und dann habe ich mich so mit so Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen befasst und so plötzlich eine Entscheidung getroffen im Weg, dass ich mich in Richtung Marketing bewege. Und dann bin ich zu einer Firma gekommen und aus dieser Firma nachher bin ich selbstständig geworden. Ja, das im Großen und Ganzen. Ich habe auch Freude, dass wir den Podcast machen. Mir macht es auch Spaß. Ich finde es geil, dass man das... Ich finde es auch geil. Es motiviert mich auch immer, wenn ich so die Geschichten höre, weißt, auch allgemein für mich im Leben finde ich es ganz gut. Ich finde, das bringt auch mega viel uns selber. Ich kann dir noch danken sagen, dass du dran geblieben bist. Und das eigentlich ist der Randy da gsi, der gezogen hat und gesagt hat, komm, machen wir das. Und ich hatte zuerst ein bisschen Bedenken gehabt, eben wegen der Zeit, weil ich gesagt habe, am Anfang, ja, vielleicht das kann schon sehr viel Zeit kosten. Und es kostet auch viel Zeit. Ja, absolut. Aber im Großen und Ganzen, jetzt, wo wir jetzt nach der 10. Folge, es bringt etwas für uns, für die Leute. Es ist auch ein bisschen ein Connecten, ein neue Erfahrungen sammeln. Es ist dich selber vor der Kamera präsentieren. Ich meine, du bist immer hinter der Kamera. Ja, genau, das ist so. Ist für dich ein grosser Switch gewesen? Ich habe das Gefühl, du hast das mega entspannt bist das angegangen. Ich habe keine Mühe, auch vor den Leuten stehen, egal wie viele Leute vor mir sind. Ja, du bist halt auch brutal hübsch, weißt du. Das. Danke, Mann. Ich meine Date Night, weißt du. Ich muss einmal Männer ein Kompliment machen. Nein, aber ich habe gar keine Mühe damit. Also keine Hemmungen oder so. Ja, safe. Aber ich finde es cool, weißt du? Ich finde es cool, dass man da manchmal reinreden und reinlachen und ein bisschen Scheiße. Vor allem, weil ich glaube, würden wir uns nicht so gut verstehen, dann hätten wir das nicht gemacht miteinander. Ja, voll. Und jetzt auch, weißt du, wenn man miteinander sitzt und wenn man mit viel miteinander zu tun, aber wir können das fast täglich wegen dem Ganzen, wegen Terminen, wegen neuen Ideen. Bist du mein Bro jetzt? Jetzt komm, schau den mal an. Randy ist jetzt mein Bro. Jetzt official. Nein, ist geil. Ja, geil. ich finde es auch ganz geil. Und auch immer wieder, weißt du, wenn Leute uns irgendwie so Sachen sagen oder Sachen mitgeben oder einmal, weißt du, wenn irgendjemand etwas erzählt und du bist so da und bist nachher die und überlegst, das ist noch nice, wenn er so gesagt hat. Voll. Habe ich so noch nicht den Aspekt noch nicht gesehen. Ja, das halt ist so. Immer wieder mit Leuten voll intensiv über ein Thema redest, das ist schon, das ist intensiv. Das ist nice und du lernst Personen besser kennen. Ich hoffe, dass Leute, die da jetzt zuschauen oder zuhören, auch etwas daraus mitnehmen. Ja, genau. Das ich fände es auch mega schön, würde die Leute uns mehr schreiben oder uns mal mitteilen, was das sie mitnehmen können. Ich habe das schon bei der einen oder anderen Person haben wir Nachricht bekommen, via Mail oder via Insta, dass das und das hat sie mega berührt oder das hat sie gepusht oder das hat sie aus einer Lebenssituation jetzt gerade supportet oder gepusht oder geholfen oder unter die Arme gegriffen. Voll. Darum das, ist eigentlich genau das, warum wir es gemacht haben. Ja, genau. Auf den Punkt gebracht. Genau das, warum wir es gemacht haben. Was denkst du, was können wir erzählen so über was sind die lustigsten Szenen, was uns bis jetzt passiert ist in diesen 10. Folgen? Ob vor der Kamera oder hinter der Kamera? Gerade etwas, wo mir wirklich direkt ins Gesicht springt. Ja. Ist nicht einmal vor der Kamera gewesen, sondern so ein bisschen, wo ich recherchiert habe für die eine oder andere Person. Zum Beispiel, wo der Dennis da war. Aha, ja. Ich kenne ihn ja. Ich kenne einen grossen Teil von seinem Umfeld und so, gute Leute. Und ich weiss ja, wie er spielt und so. Und wenn ich google bin, wie viele geile Karten er hatte. Oh mein Gott, man, der hat mich verblasen, man mich jetzt verblasen. Weißt du, und noch ich habe genau gewusst, wie er ja ist, weißt du, wenn ich ihm das so nachher im Gespräch sage. Er sicher, ich sag mal extra ein bisschen wie 100, kommen wir mit 150 oder so, man, der hat mich verblasen, man. Ich schwöre, Mann, ich schwöre. Nein.
Das ist eine geile Folge. Ja, dann der hat wirklich Spaß gemacht. Das war lustig und er ist auch mega offen. Ganz ein guter Typ. So. Ja, mega, korrekt. Was ich lustig fand, ist mit der Szene, wo mir der Typ angerufen hat und nachher, wo er gesagt hat, hey, sorry, dass ich dir noch nicht zurückgeschrieben habe. Aber ich werde dir noch Feedback geben, aber ich rufe dir an wegen unserem Auftrag und das war eigentlich ein Kunde von mir. Und dabei hast du ihm vorher geschrieben wegen Podcast einladen und ich so blockiert. Ich so, hä? Was meint der Podcast? Wo weiss er, dass ich das mache? Ich so, voll verwirrt, da habe ich einfach mitgemacht. Ich so, ja voll, danke, dass du zurückschreibst, weißt du? Er so, ja, ist gut. Das habe ich geil gefunden. Der ist wirklich ein nice Move gewesen. Vor allem der ist ja der, der gemeint hat, ich bin die Mitarbeiter. Ja, voll, der hat mir gesagt, ey, ich schreibe dir zurück, aber du bist sicher nicht du, das war deine Mitarbeiter. Ich so, nein. Wir müssen einfach uns manchmal mehr absprechen, das habe ich auch schon gemerkt. Ich schwöre. Ladies and Gentlemen, wenn wir schnell... Was bist du am machen? Ich bin live. Aha, lol. Ich gehe schon live. Für alle Leute da, die uns zuschauen. Wir sind gerade im Podcast. Ein Hoch auf euch, Mann. Schön sind ihr da. Könnt ihr uns da ein paar Fragen stellen? Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben das einfach mal jetzt ausprobieren, spontan. Sponti, Monti, wir live. müssen nachher selbstverständlich auch noch ein paar Community-Fragen und so abholen, Ja, wo wir heute extra eine Story gemacht haben. Ich Aber ja, alle, die gerade zuschauen, wo auf dieser Seite gerade aussehen, auf mir, auf der linken gerade mich, stellen ein paar Fragen. Wenn ihr gerade eine wissen, ganz spontan einfach raushauen. Schuhgröße vom Luz. 2 Fragen. Wie viele peruanische Hängebuchschweine gerade in Zucht sind. Genau, was auch immer. Was ich auch erzählen Bro, ja, wir haben mir das beide lustige Szenen erzählt. Aber was ich auch erzählen ist, Bro, wieso haben wir immer noch ein bisschen Kater? Nein, Muskelkater. Muskelkater. Was ist passiert? Bro, wir haben, der Luz hat die grandiose Idee gehabt, dass wir mit seiner Poltergruppe sind wir an einem Hallenturnier, an einem Firmenhallenturnier Ja, genau. Und alle anderen kommen da an, weißt du, mit 6, 7 Leuten. Es waren 4 Feldspieler, ein Goalie. Ja, genau. Alle kommen, ja, weißt du, ich will spielen, ich will durchspielen und so. Und wir alle so, weißt du was, komm, der Luz, ich hol 10, 12 Leute. 10, 12 Leute. Alle so, ihr seid voll auf den Kopf gehabt, man. Wenn da so viele Leute holen, weil die alle spielen. Aber alle... Die Szene war noch. Das heißt, da habe ich zuerst, weißt du, wir haben schon lange nicht mehr geshootet bei uns in der Gruppe. Und das Paar sind bei uns schon fast 40. Ja. Und ich habe gedacht, das ist ein Firmenfußball. Dann dachte ich, wir gehen mit unseren Leuten einfach. Und dann höre ich den anderen, hey, ich habe den Spieler geholt. Ich so, shit. Erstligateur, ja. So, die viel. Ja, ein guter Spieler. Nachher ich so, komm, ich hole 10 Leute. Und dann reklamieren noch meine Leute und sagen, hey, wieso holst du so viele Spieler? Ich kann gar nicht spielen, weißt du? Nachher ich so, ey, du machst nicht mal 1 Minute spielen. Also ich habe bei diesen 10 Matches, die wir gespielt haben, habe ich 10 Minuten gespielt. Ja, total. 1 Minute pro Match. Ja, safe. Und dann ist lustig, das erste Match, wir kommen mit die Lachen zuerst mal aus. Ja, alle das kaputt gelacht. Ja. Vor allem, weißt du, mit so voll die engen Liebling und so, mit uns wie Hongs, Mann. Ich schwöre. Erste Match gewinnt. Und nicht so knapp. Ja, der erste ist, glaube ich, 5-6-1. Ja, dort hat es einen Luz die Goal gegeben. Ja, voll, ja. Luz gibt Assist auf mich. Doppelpass, ja, tak, ich schwöre. Amigo, böse. Brutal. Benzema Christi Goal. Zweiter Match gewinnt. Dritter Match gewinnt. Ey, wir voll in Feier. Wir so, es läuft, haben wir auf ein Bier saufen. Wir so, okay. Mensen ist dann Gruppe spielen, wir gehen raus, gehen daheim, weißt du? Plötzlich Viertelfinal, gewinnt. Halbfinal, gewinnt. Wir, wow, kommen ins Final. Ja, aber dort sind ein paar wirklich so das ein oder andere Weizengetränk zu viel gewesen. Hey, stell dir doch mal Fragen. Wie lange schaffst du schon hinter der Kamera? Da hat er gefragt, ich kann es gar nicht sehen. Ja, also ich mache das seit 10 Jahren jetzt fast. Aber bist du mit deinem Privaten? Ja, voll mit Aha, lol. Sag mal mit Luz rein. Du, egal, ja, das haben die so dann sowieso online. Ja, voll. Also, Ladies and Gentlemen, das ist keine Frage. Wir haben heute noch, wenn du jetzt gerade bei ein paar Fragen bist, wir haben heute... Sorry, bevor du das sagst, wir haben den zweiten Platz erreicht. Zweiter Platz. Schau das bitte an. Zweiten Platz haben wir geschafft. Ja, wir müssen da drauf tun. Hast du den anderen Pokal auch da? Der vom... Wir hatten den besten Goalie am Turnier gehabt.
der Florent Tahirai, a.k.a. Let's. Beste Goalie vom ganzen Turnier. MVP hätte man also MVP hätte eigentlich auch so der Luis holen, aber der nicht sollte nicht sein. Bro, ich habe heute noch ein paar Fragen gestellt auf unserem Account. Dass Leute uns Fragen stellen, weil wir das erste Mal so wie allein machen. Nach dem Intro. Ja, voll. Und ich finde, das Intro hat das nicht so mega zählt. Ich will einfach mal 2 Fragen vorlesen, die wir so hatten. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Frage, die du gestellt hast, ist die relevant? Wer ist die Frau im heutigen Date? Das habe ich gestellt, ja. Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. Du hast lange Haare, darum. Ich kann mich besser bewegen als du hast lange Haare. Von dem her beide 50-50. Die erste Frage, die irgendjemand gestellt hat, ist ein Kollege von mir, Frau, der Angelo. Liebe Grüße an Angelo. Danke für die Frage und für den Support, den du immer machst. Geiles Sicht. Er hat gefragt, unseren Werdegang, wo wir gemacht haben, den haben wir schon ein bisschen erklärt. Ja, wir haben es gerade vorher erklärt. Ja, du hast gesagt, ich bin schon seit 10 Jahren auf der Bank, du bist schon oder 12 mit der Lehre und du bist schon gefühlt, so wie du deine Arbeit machst, 52 Jahre, Foto- und Videograf. Was haben wir sonst noch? Maya hat gefragt, wie läuft dieses Eheleben bis jetzt? Meins läuft fantastisch. Die Frau ist gerade da unten. Voll, sie hat für uns Guacamole Ja, gemacht. voll, Liebe schön. Grüße an Claudia, liebe Grüße an Maya. So much. Danke Es euch. läuft top, super. Ihr habt unser Leben Ihr bereichert. habt die besten Frauen. Absolut. Ganz eine spannende Frage. Der Schritt in die Öffentlichkeit, Instagram, TikTok, einfach Lauf genommen oder voll geplant? Jetzt da mit Lusti. Interessante Frage. Aber wir haben das ja, also, Land. Gut, eben, ich bin ja mehr schon auf Social Media aktiv gewesen, Ja. aber du jetzt weniger. Vielleicht hast du die Frage. Ja, ich sage jetzt mal, bei dir ist die Barriere weniger da gewesen, oder eigentlich gar nicht da gewesen, weil du ja schon in dem Sinn schon unterwegs bist bei mir. Bei mir ist es eigentlich noch interessant, weil ich habe schon noch mehr überlegen, weil meine Branche jetzt gar nicht, nicht so 1:1 harmonisiert mit dem Ganzen, was wir da machen. 1-2 Gedanken gemacht, aber ich habe gesagt, komm, schau, einfach mal machen. Ja, Einfach machen. Weißt du, und ist ja nicht so, wir machen es ja eigentlich nicht, oder nicht eigentlich, wir machen es gar nicht wegen in der Öffentlichkeit stehen oder ja, so. absolut. Oder ich rede jetzt mal für Ja, mich, voll. aber ich Absolut. glaube, du jetzt auch nicht. Das ist so. Du mit beide viel zu grosse Nasen für in der Öffentlichkeit stehen, darum wir sind nicht so fotogen wie andere. Aber für im Podcast, der muss halt, gehört es halt dazu, was willst du machen? Genau. Jetzt sind wir halt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit. Genau. Aber das ist okay für mich. Und es ist einfach so passiert. Ja, wir haben ja Also- die Idee, wir machen den Podcast. Wir haben das nicht jahrelang geplant. Ja, und ist jetzt auch nicht, am Anfang haben wir gar nicht gesagt, dass wir das mit Video machen. Ja, Wo wir voll. vielleicht auch am Genau, Anfang, genau. Wir haben einfach gesagt, für Reels und so, für Werbung, für uns selber ist das schon noch wertvoll. Danke für die Frage. Mimose. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig aussprechen. Oh mein Gott, vor der peinlichste von dem einfach falsch. Oder kennst du sie? Okay, ja gut, dann ich hoffe, ich habe den Namen richtig aussprechen. Sorry. Mimosa, sicher. Mimose, ja, ich bin. Ja, egal. Es hat nochmal jemand gefragt, wer hätten wir lieber als Gast? 50 Cent oder Will Smith? Boah, Das ist shit. Also die Person, die mich sehr gut kennen, weil das sind so ein bisschen meine 2 Ja. Idols. ja, Jetzt bei mir persönlich so, Will Smith ist für mich der. für mich der beste Schauspieler. Ich weiß, ich absolut. tritt da vielen in das Fettnäpfchen, wenn ich das so sage. Für mich der Johnny Depp, Leo DiCaprio und der Will Smith sind für Ja, mich die voll. besten Schauspieler. Absolut. Mit Also für mich ist Abstand die Will 3. Und Will Smith hat mich halt prägt mit Prince of Bel-Air und so. Das ist voll mein Humor und mit einem Legend und so viele geile Filme. Ja, voll. Wenn ich mich müsste entscheiden bei denen, oder ich lasse dir den Vortritt. Wer hättest du lieber da? Also bei mir ist also klar, Will Smith, weil ich schon ein riesen Fan bin und der mich einen geteilt hat. Voll, Mann. Gib voll. ich ihm zurück, weißt du, hey Bro, du hast mich geteilt. Ja, ja. Weißt du, korrekt bleiben. Bro, dann sag ich 50, weil er hat vor etwa 15 Jahren oder so am Open Air mal, wo ich war, das erste Mal oder das zweite Mal, ich weiß nicht mehr genau, hat er mal ein Cap geworfen. Und du hast abgefangen? Ich habe nicht gefangen, ich habe es berührt. Ich habe es berührt. Darum sag mal so. Aber ich bin mega Will Smith-Fan. Ich bin mal, wo
der 15 mit Juni war, Ja. sein erstes Konzert in Zürich, bin ich einfach dort gewesen. Ich bin jung, 13. Boah, geil. Schon geil gewesen, ey. 50 ist Legende, Mann. Und als Zusatz sagt der Typ, jede Buschei, bitte leg kein Aston Villa Trikot mehr. Bro, die Folge ist gar noch nicht draußen mit dem Aston Villa Trikot. Haben mit Story gemacht, glaub ich. Mit Story gemacht, ja. Ja, Bro, easy. Nur für dich lege ich keins mehr. Geiles Sieg. Ja, der Pesche, der Silvi, mein Trauzeuge, hat gesagt, er weiß das Resümee nach diesem Fazit, nach diesen 10 Episoden, aber haben wir schon vorher gemacht. Geilere Frage, auch wieder von ihm. Wie sind wir aufs Intro gekommen? Da Talk it like Lucy. Spontan. Ich glaube, das ist da unten passiert im Studio. Wir befinden uns ja übrigens im Loop Studios. Selbstständigkeit, die Firma vom Luz. Im Hinterräumli. Da hinten werden sonst ganz schlimme Deals abgehandelt, darum ein besserer Podcast. Er hat. Wie ist das entstanden? Wir haben einfach das Video angeschaut und dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen noch das Intro. Noch nicht gesagt, es wäre eine nice Frauenstimme. Voll. Und dann habe ich einfach schnell jemanden angerufen. Ja. Grüße an Tiziana. Tiziana, danke schön. Thank you so much für deine Stimme. Mucho und gracias. sie hat gesagt, ich schicke dir gerade in 10 Minuten, der hat sie geschickt. Ja. Und der ist gut. Talking like Lucy. Dann haben wir bei 3-4 verschiedene Varianten, haben sich angepasst und so. Das ist höher, eigentlich geile, spontane Szene, die wir dort hatten. Und die letzte Frage, ich weiß ja, irgendwann ist dann mal fertig, oder? Wir müssen nicht da 1000 Fragen durchgehen. Der Duo Patrick, der das Zeug das letzte Mal bei dir gewonnen hat. Ja. Glaube dir an Gott. Sehr philosophisches Thema. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht zu groß aufmachen. Ich definitiv. Ich auch. Vielmals schon geholfen, viele Situationen. Ich bin froh, wenn irgendjemand, egal in welcher Religion, sich Kraft daraus rausziehen kann. Das ist wichtig, ja. Und wenn das jemand nicht macht, dann viel Wahrscheinlich gläubig aufgewachsen? Nein. Ich würde sagen, die gläubigste Person bei uns in der Familie war meine Großmutter. Okay. Die Mutter von meiner Mutter. Sie ist die gläubigste Person gewesen. Ja. Und auch so eine Tradition und so, die wir hatten. Und wo sie dann verstorben ist, das dann eigentlich immer weniger so Aber jetzt so, Platz gefunden bei uns. du als Schweizer. Nein, los. Du als Albaner kannst du gut Deutsch. Nein, weißt die Religion, dass man noch fest daran glaubt, das verliert viel an Wert, finde ich jetzt hier in der Schweiz. Ich spüre es, ich sehe es, ich höre bei den Leuten, treten aus der Kirche. Also ich glaube, einerseits in vielen ausländischen Regionen kann man einerseits gar nicht aus der Kirche austreten, weißt du, ist das gar nicht so politisch, gesellschaftlich gar nicht so richtig aber ich meine, akzeptiert. Sie identifizieren sich gar nicht mehr gross mit dem, finde ich. Ja, interessantes Thema. Ich glaube voll viel. Das sieht man ja noch oftmals, immer wenn der Wohlstand hoch ist, Ja, genau, sinkt das ist eigentlich das, ja. der Glaube an Gott oder die Religion in dem Sinn. Das ist noch in vielen Orten der Welt so. Ja, und ist noch schwierig zu sagen. Weißt, Aber findest du, dass es so ist? Ich kenne sehr religiöse Landsleute von meiner Seite. Auch weniger religiöse. Ich glaube, in der Schweiz würde ich sagen, bei einem Durchschnittsschweizer ist es sehr oftmals ganz oder gar nicht. Ja. Weißt du, etwas dazwischen gibt es, habe ich das Gefühl, habe ich schon bei anderen Landsleuten eher mal angetroffen, weißt, dass sie glauben, aber praktizieren nicht mega fest. Und in der Schweiz habe ich das Gefühl, jedem das sein, aber ich habe das Gefühl, oftmals ist es entweder glaubst sehr fest und praktizierst es auch, oder du glaubst gar nicht und habe ich das Gefühl. Ja, aber voll. ich kann nicht für jeden reden, weißt du. Ja, ist klar. Habe ich jetzt einfach mal so das Gefühl. Nein, so macht man so. Ja. Danke vielmals für die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Sehr, sehr nice, danke Werden wir vielmals. sicher wieder machen? Ja, würde man definitiv, vor allem wenn wir da so Date Night machen, würdest du die, lassen wir die einfach da, komm, scheiß drauf. Ja, oder da. Das ist nice. Ja, das sind so ein bisschen die grössten Punkte gehabt. Hast du dir irgendetwas aufgeschrieben oder Nein. ein paar Punkte? Sonst irgendeine funny Story, die man noch so könnte erzählen könnte? Also Kennst du die, jetzt gerade, wir reden ja oftmals über Erfolg und so Sachen. Ja. Kennst du die Red Card Theory?
Die Red Car Theory. Ja. Noch nie ein Video gesehen, noch nie irgendetwas von dem mitbekommen. Red Car. Ja. Rotes Auto. Ja, genau. Da geht es eigentlich darum, bist du in das Auto gefahren? Ja. Hast du ein rotes Auto gesehen? Vielleicht schon, ich weiß nicht. Genau der Punkt, vielleicht schon. Ja. Wenn ich dir jetzt heute Morgen gesagt hätte, ich gebe dir 100 Stutz für jedes rote Auto, das du gesehen hast, das du gesehen wirst, hättest Hätte ich sehr viel gesehen. du sehr viel, du hättest darauf geachtet, richtig? Genau. Du wärst aufmerksam gewesen auf das Ja, ganze voll, Thema. voll. Und in dieser Theorie geht es eigentlich darum, genau um das. So funktioniert Glück, so funktionieren Opportunitäten, Möglichkeiten. Dass wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, dass du, weil wenn ich dir sage, schau, 100 Stutz für jede Möglichkeit, für jede Option, für jeden Moment Glück, den du nutzen kannst, für jede Chance, die du nutzen kannst, würde ich dir 100 Stutz geben, dann wirst du viel mehr deine Augen aufmachen für irgendwelche Chancen, für Glück. Genau. Und das ist eigentlich das mit der roten Auto-Theorie. Ja. Weißt du, wenn du so überlegst, du hast jetzt sicher, wahrscheinlich bist du etwa 20 rote Autos vorbeigefahren. Aber du hast dich nicht darauf geachtet. Genau, absolut. Und genau da ist eigentlich mit der Red Car Theory. Ganz geil. Das ist nicht, ja, etwas Schmutzigkeiten so in den Sinn gekommen. Aber ist noch nice, finde ich. Hast du schon noch so eine lustige Story, die du kannst erzählen? Eine lustige Story, wenn ich jetzt so überlege. Ja, etwas Lustiges, was ich glaube, noch nie öffentlich, noch nie im Podcast oder so erzählt habe. Ich werde ja das ein oder andere Mal, also ich muss so sagen, wenn wir gehen jetzt mal davon aus, irgendjemand, jemand, der keinen schafft mit Kunden miteinander, schafft mit Kunden zusammen. Und immer wenn irgendein Kunde umeinander ist, irgendeine dritte Person, wo wir jetzt gar nicht wissen, wer, schafft mit Kunden zusammen. Und die Person, immer wenn jemand eine sprachliche Barriere hat, wenn man sagt, ja, schau, die Person, die jetzt gerade da ist, ich habe kein Deutsch, die redet Albanisch, die redet Türkisch, die redet Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch. Dann gehen wir immer direkt zum Diego. Wir nennen den jetzt mal Diego. Und nachher eines Tages der Diego am Arbeiten. Und nachher kommt einer, der bekommt, nennen wir jetzt einfach mal Novak Djokovic. Weil wir wissen, dass die Person nicht kommt, aber der Novak Djokovic kommt. Kommt der Novak Djokovic und sagt, hey, ich brauche jemanden, der meine Sprache nicht. Und nachher, ja gut, dann rufen wir den Diego. Der Diego weiss immer, wie mit diesen Leuten reden. Und nachher, okay, gut. Und nachher der Diego sagt, ja, wer ist denn da, welche Sprache? Keine Ahnung. Okay, gut. Und nachher der Novak Djokovic ist angesetzt, platziert worden. Dann kommt der Diego runter. Sagt der Diego so, hey, welche Sprache redet er? Ich weiß nicht. Okay, gut. Geht er zum Novak und sagt der Diego, hey, grüezi Herr Djokovic. Und dann schaut der Djokovic zu der Diego an. Von oben bis unten. So richtig so judgy, weißt, mit so einem riesen Ranz über den Gürtel. Und dann sagt er so, ich sag dann, ich brauche einen, der Serbisch redet, bringen Sie mir so einen scheiß Türk. Am Diego. Am Diego, ey. Ich hätte es verblasen, wo die Story mitbekommen hat. Ey, nein, Mann. Ja, auf jeden Fall. Das sind so Szenen mal passieren. Bro, ich würde sagen, lassen wir den. Mittlerweile haben wir ein paar Sachen so erzählt, gesagt, was wir sagen wollen. Genau. Von meiner Seite ein brutales Date gewesen. Thank you, ja. Danke für deine Zeit. Kerze ist fast eine Stunde. Fast Stunden. Bro, wir können bei 40 Mal brauchen die Kerze. Vorher gerade gekauft. Nein, Bro, ist geil gewesen. Hat wieder mal Spaß gemacht. Ist wirklich nice. Ist einfach wie wenn wir alles gut trinken. So ich schwöre, gell? Voll, darum ist es nice. Mir hat Spaß gemacht. Wir haben immer die gleichen Gespräche. Es ist immer das Gleiche. Jedes Mal genau das gleiche Gespräch. Ich schwöre. Nein, Bro, ist geil gewesen. Das war top gewesen. Ist wirklich für die erste Date Night. Wir haben das gefunden. Gib uns mal das Feedback bitte auf Insta oder sonst auch. Ja, wäre nice, würde uns folgen oder bewerten auf Spotify, auf Apple Music, auf YouTube, einen Kommentar abgeben. Und dann sagen wir jetzt einmal Goodbye. Aha. Good night. Good night. Das ist das Ziel, ladies and gentlemen. Yes. Aha. Lose the talking like a lose the.
Elu, Elu. Thank you so much. Ich hoffe, die Late Night hat euch gefallen. Schultern bewegen. Moonwalks. Aha, Moonwalks. Aha, Moonwalks. Wenn ihr uns nicht mal seht, irgendwo im Ausgang, zahlt uns eins. Danke so much. Kaufen wir ein Zahnbürstchen. Lose these Kaufen Mundwasser. Tönt euch Zähne putzen. Tönt euch reinigen, putzt euch. Geht duschen. Talk it like Loose D.